Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, lang ist her, wa? 2 Wochen jetzt oder was? 2,5 Wochen Pause. Ja, 1:5 in Leverkusen. Ich habe ja einfach mal gar nichts zu meckern. Wirklich absolut nichts. Ist ja bei mir sehr selten, ne? Ja, ich denke, wir haben ja spätestens ab der 30. Ich würde sagen, so ab der 20. Minute die besten 25 Minuten auf jeden Fall gesehen in der Ära Nagelsmann und auch, ja auch generell würde ich sagen, so die letzten 1, 2 Saisons war das schon mega. Wie variabel wir vorne waren. Klar muss man sagen, Leverkusen hat uns auch den Raum gegeben. Allerdings haben wir ganz, ganz viel durch die Mitte und auch auf diesen Halbpositionen, was wir unter Nagelsmann ein bisschen mehr machen, wo man ein bisschen seine Handschrift sieht, wie ich finde. Wären stark kombiniert einfach, ne? Klar, Leverkusen auch uns da ein bisschen, wie schon gesagt, den Raum gegeben. Beziehungsweise haben ein bisschen wenig Druck auf die Spieler in den Halbpositionen gemacht. Was es uns natürlich leicht gemacht hat, ganz klar. Aber einfach eine bärenstarke Leistung. Auch von Anfang an, klar, das Tor in der 4. Minute hat gut getan, ja, dass man ein bisschen noch selbstbewusster ist. Also mich persönlich hat die Leistung komplett überrascht. Weil in der Regel tun wir uns eigentlich so nach so einer Länderspielpause immer ein bisschen schwer. Das war ja heute gar nicht. Also heute hatte man nicht das Gefühl, dass irgendwie die letzten 2 Wochen eine Länderspielpause war. Also es war wie aus einem Guss. Die Jungs waren alle heiß. Ich möchte auch gar keinen groß herausheben. Ja, Gnabry hat mir aufgrund seiner 2 Tore auch noch ganz gut gefallen. Das wäre vielleicht so der einzige, wo ich ein bisschen hätte reinhalten können. Aber hat er auch nicht verdient nach 2 Toren. Ja, mega einfach. Dass wir dann die zweite Halbzeit das Ding nach Hause schaukeln. Völlig okay. Ja, völlig okay. Muss man für Verständnis haben. Ja, das erstmal haben wir auswärts gespielt. Zweitens haben wir in 3 Tagen schon wieder ein Spiel in der Champions League. Und unsere Mannschaft war halt komplett bei der Nationalmannschaft, hat die Spiele gemacht und von daher alles gut. Ist ja auch nicht so, dass es dann ganz unansehnlich war. Wir haben das Spiel kontrolliert, haben auch nochmal 2, 3 gute Schusschancen gehabt und ja, erste Halbzeit habe ich mich erstmal aufgeregt, so kurz vor der 30. rum war es. 25. oder so, da habe ich mir nur gedacht, ey, Alter, normal hättest du schon 3-0 führen müssen, ne? Nicht, dass das wieder so ein Ding wird wie gegen Frankfurt und nach hinten losging. Aber dann haben wir ja die Hütten zum Glück gemacht. In der ersten Halbzeit noch. Und dann war die Sache durch. Weil verdient wäre es da auch schon gewesen. 3-0. Ich erinnere nur an den Pfostenschuss von Sané. Und ansonsten hatten wir auch noch 1, 2 gute Chancen. Ja, von daher gibt's von meiner Seite nichts zu meckern, Leute. Wird also ein sehr kurzer Talk heute. Ich würde sagen, wir hauen uns mal die Statistiken rein. Sollten eigentlich klar sein. (41:58% Ballbesitz). Weiß jetzt nicht, Leverkusen hat ja einen guten Lauf gehabt eigentlich bis dahin. Ich weiß nicht, ob die so Ballbesitz Fußball spielen oder mehr so wie die Gladbacher. Dann ist das okay. Ansonsten ist es natürlich ein bisschen Trauerspiel für eine Heimmannschaft. 41% Ballbesitz, wenn man Bayer Leverkusen ist, ja. Ja, auf jeden Fall haben wir, ich denke, die Werkself in die Schranken gewiesen. Das muss man auch ganz klar sagen. Sieht man halt auch an der Zweikampfquote. War 42 oder sagen wir 43:57. Ja, in so einem Spitzenspiel zu Hause. Ja, ist das halt einfach nichts, wa? Da sieht man halt einfach, wie bärenstark wir waren. Schüsse insgesamt 6:27. Sollte auch alles aussagen, Leute. Wirklich alles. Schüsse aufs Tor 4:11. Ja, das Tor. Die anderen waren alles mehr so Rückgaben auf den Neuer, die ich gesehen habe. Bei unseren Schüssen waren noch einige knapp daneben. Wie gesagt, Pfostenschuss haben wir auch noch gehabt. Freistehend der Sané mit dem Kopfball, freistehend der Sané mit dem Volleyschuss aus 5 Metern. Also Sané hat heute ein bisschen Pech beim Abschluss gehabt, hat sonst ein bärenstarkes Spiel gemacht, wie ich fand. War für mich gerade so die ersten 20, 30 Minuten der Antreiber da vorne wirklich mega gut, wie ich fand.
Wie ich schon sagte, hat ein bisschen Pech beim Abschluss gehabt. Gnabry genau das Gegenteil. Gnabry war wieder so ein bisschen teilnahmslos gefühlt und dann macht er 2 Hütten. Ja, hast du halt beide Gegensätze, wa? Kannst du halt auch nicht meckern. Ecken 4-7, Flanken 4-9. Ja, ich denke, habe ich ja schon öfters gesagt, man sieht ganz klar diese Saison die Tendenz. Flanken sind wir nicht mehr so stark wie sonst, wo wir immer so an die 20 ran sind. Aber man muss auch sagen, es ist attraktiver geworden, wie ich finde, unser Spiel. Über diese Halbposition. Mehr mit Kombination, Kurzpassspiel, hat man dann auch nochmal gesehen, wo Musiala auf dem Platz war. Der hat mir auch wieder sehr gut gefallen, hat gute Akzente gehabt. Coman war ein bisschen unglücklich. Sabitzer war auch ein bisschen verbessert, wie ich fand. Hat ja auch das eine Ding da schön vorbereitet gehabt, die Chance. Hat mir ein bisschen besser gefallen, hat nur 1, 2 Unsicherheiten drin gehabt, aber wie gesagt, das ist einfach fehlende Spielpraxis. Aber man sieht so langsam, dass er ankommt. Hat mir sehr gut gefallen. Gewonnene Zweikämpfe, Gnabry 7, Süle 6, Upa 5. Süle auch wieder eine bärenstarke Leistung als rechter Verteidiger, wie ich fand. Ne? Nicht nur defensiv, auch offensiv, auch wieder dann bei der Ecke da das Ding, so technische Kabinettstückchen sind wir schon gewohnt vom Süle. Also, da wir sonst über das Spiel nicht viel reden, können wir gleich mal noch kurz über den Süle reden, so vertragsverlängerungsmäßig. Ballkontakte Kimmich 119, Hernandez 82, Sané 81. Gefordert worden, das hielt uns nicht. Schüsse insgesamt, Sané 8, Süle 4, Levi 3. Ja, da sieht man schon, ne? Wie ich schon sagte, Sané hat ein bisschen Pech gehabt im Abschluss heute. War für mich aber trotzdem bärenstark. Torschussvorlagen, Kimmich 6, Sané 4. Kimmich war auch mega präsent heute, ja. Goretzka war auch gut, aber Kimmich war mega präsent. Also ganz starkes Spiel auch. Aber wie jeder in der Mannschaft. Also es gibt keinen, der heute irgendwie schlecht war oder schwach war. Waren alle 100%, 110% da, wie ich fand, hochkonzentriert. Hat mir persönlich sehr gut gefallen. Ach, guck mal, blendet schon automatisch ein, dass ihr hier abonnieren sollt, wenn es euch gefällt. Dann macht das einfach mal. Ja, mehr gibt es nicht zu sagen zu dem Spiel, wa? Kurz und schmerzlos. Wir können noch mal kurz einen Blick auf die nächsten Spiele schmeißen. Wie ich schon sagte, Mittwochabend, 21 Uhr gegen Benfica. In Benfica ist ja laut Tabelle in der Champions League unser schwerster Gegner. Ich bin sehr gespannt. Aber wenn wir so eine Leistung zeigen wie heute, ja, dann brauchen wir uns keine Sorgen machen. Dasselbe gilt für Gladbach, ach wie für Hoffenheim, das Heimspiel. Auch in Gladbach, wenn wir so eine Leistung zeigen, ist Gladbach uns da auch nicht gewachsen. Oder ist uns eigentlich keine Mannschaft gewachsen in der Bundesliga, muss man mal ganz klar sagen. Und man muss ja auch mal sagen, auch wenn ich immer das Haar in der Suppe suche in meinen Analysen, stehe ich auch zu. Man muss halt auch die Sachen ansprechen, die vielleicht nicht ganz so gut sind. Aber nichtsdestotrotz waren unsere Leistungen die ganze Saison auf einem sehr, sehr guten, hohen Niveau. Ja? Auch gegen Frankfurt haben wir ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Ja, wir haben die Hütten nicht gemacht. Ja? Und haben dann hinten, Opa hat einen schlechten Tag gehabt, wie man gesehen hat. Ja, dann war man ein bisschen unsicher. Hat sich der Nagelsmann vielleicht ein bisschen vercoacht gehabt, habe ich ja schon da in dem Talk gesagt gehabt, meiner Meinung nach. Aber trotzdem haben wir nach vorne eine gute Leistung gehabt. Wir haben die Hütten einfach nicht gemacht. Ne? Wir hatten ja Chancen ohne Ende, also das war kein schlechtes Spiel von uns. Und von daher bin ich guter Dinge. Ja, klar kannst du in Gladbach, wenn du mal einen schlechten Tag hast und die einen guten Tag haben, kannst du auch verlieren, mein Gott. Gehe ich aber nicht von aus, wenn ich ehrlich bin. Also, wir haben, also jetzt nach der Nationalmannschaft hat mich das mega überrascht heute, diese Leistung. Hätte ich nicht gedacht, wie gesagt, da tun wir uns eigentlich immer schwer. So wie sich Leverkusen heute schwer getan hat, ist das eigentlich bei uns auch immer. Deswegen hatte ich so mit dem 1-2 so ein knappes Ergebnis. Eigentlich hab ich gedacht, wir spielen unentschieden, habe aber so, ne, ihr kennt das. Das Herz, Fanherz, kann kein Unentschieden tippen, habe ich ein 1-2 getippt gehabt. Ja, dass es dann so kommt, umso schöner, wa? Jo, verkehrtes Dingen, macht nix. Gut, paar Worte zum Süle. Meines Erachtens, seitdem der Nagelsmann da ist, eine absolute Größe wieder, ja. Und gerade auch rechter Verteidiger, ja schon. Oft rochieren wir aber auch hinten, dass wir dann so Dreierkette mäßig sind, weil Davies sehr offensiv ist. Ja, für mich sollte man den Vertrag verlängern, wenn es nicht irgendwie dann eine unverschämte Forderung gibt.
Ich hatte irgendwas gelesen von 10 Millionen, also mal ganz ehrlich, wenn das da wirklich in den Bereich 10 oder 12 Millionen geht für den Süle, er musste verlängern, jetzt mal ganz ehrlich. Er ist ein deutscher Nationalspieler und die Leistung, die er bisher gebracht hat in dieser Saison, oder auch vor seiner langwierigen Verletzung, rechtfertigen das auf jeden Fall. Ja. Klar, wenn da irgendwie so wie beim Coman sowas Unverschämtes kommt, 15 Millionen aufwärts oder so, ja, dann würde ich auch sagen, ja, musste nicht unbedingt, wa? Aber wenn es da wirklich so um 10, 11, 12 Millionen geht im Jahr, ja, musst du verlängern. Ja. 26 Jahre, beste Alter. Und die Leistungen sind konstant gut. Ja. Und in der Innenverteidigung, wenn da mal einer ausfällt oder mal einer Pause braucht. Und auch auf rechter Verteidigerposition, wie gesagt, auch wenn wir mit Dreierkette spielen, öfters Hernandez, Upa und Süle da hinten. Das harmoniert, das klappt gut. Also für mich, oder ich wäre der Meinung, man sollte verlängern. Und schon gar nicht ablösefrei gehen lassen wie beim Alaba, das wäre wieder ganz dumm. Könnte es aber natürlich auch drauf hinauslaufen, ja. Muss man mal gucken. Ich bin sehr gespannt. Ich würde es mir wünschen, dass wir mit ihm verlängern. Wenn es ein angemessener Preis ist, dann ist das völlig okay, wie ich finde. Und bin sehr gespannt. Oder ich habe ja auch gehört, Rüdiger und, ach, weiß ich nicht, ich mag den Rüdiger nicht. Ich halte den für so einen überschätzten Spieler. Das kann ich gar nicht beschreiben. Ich weiß gar nicht, was der in England da rumeiert. Habe ich nicht verstanden. Also ich weiß nicht, ich halte von denen nicht. Das ist so, für mich ist das so ein Spieler wie früher Odonko und sowas. Ja, das waren alles so, jo, ich habe mal eine Saison gut und bin Nationalspieler und keine Ahnung, alles so überschätzte Spieler. Weiß ich nicht, auch so ein Hövedes und sowas. Das ist alles so eine Kerbe da. Keine Ahnung. Ich meine, ich habe die letzten Jahre nicht viel gesehen von ihm, kann ich schlecht beurteilen. Was ich in der Nationalmannschaft aber bisher gesehen habe. Ich meine, ich gucke auch nicht so viel Nationalmannschaften. Ja, weiß ich nicht. Klar, einstellungsmäßig und so, keine Frage. Heißsporn immer am Start, aber weiß ich nicht. Weiß ich nicht, wenn die Gedankengänge sein sollten, eher so, ja, wir zahlen in Süle keine 12 Millionen, wir nehmen lieber dann den Rüdiger für 9 im Jahr oder für 10. Aber ich denke, unter 10, der wird ja auch nicht gerade wenig verdienen in England. Ich denke mal, unter 10 wird der auch nichts unterschreiben. Weiß ich nicht, ob man den Tausch machen muss. Ist halt auch ablösefrei, von daher, keine Ahnung. Also ich brauche es nicht. Ich sehe den Süle bei uns, ganz, ganz klar. Ich war schon immer von ihm überzeugt und ja, ich denke, seine Form sagt alles aus. Ich bin sehr gespannt. Ich denke mal, so nach der Winterpause sollten wir Bescheid wissen. Ich denke, weil dann werden so die ersten Angebote eintrudeln, wenn der Verein, wenn der Person Bratzo schlau ist, bringt er das vorher schon unter Dach und Fach. Ich denke, der Nagelsmann hat gezeigt, dass er mit Süle kann. Ich meine, er hat schon in Hoffenheim trainiert. Dass er weiß, wie er packen muss. Auf der anderen Seite kann man natürlich jetzt auch sagen, wenn man irgendwie das Ganze schlecht reden will, ja, er spielt jetzt nur so gut, oder er ist jetzt nur so professionell, weil es um einen neuen Vertrag geht, weil das Jahr davor war ja jetzt nicht wirklich so konstant. Aber wie gesagt, da kam er auch aus einer Verletzung und ich fand den Süle eigentlich immer ganz gut bei uns. Von daher wird man sehen. Also meine Empfehlung, oder ich würde es mir wünschen halt, wenn es da wirklich um 10 Millionen im Jahr geht, muss man mit dem Süle verlängern. Ganz klare Kiste, ja. Gut, das soll es gewesen sein, Leute. Rot-weiße Grüße gehen raus, bleibt gesund. Wir hören uns ja im Laufe des Donnerstags. Ich weiß noch nicht, ob ich nach dem Spiel, ich habe Frühschicht, ob ich dann noch schaffe, einen Talk aufzunehmen. Wird wieder so ein kurzer, müder Talk dann. Seid ihr ja schon gewohnt, wa? Gut, wie immer freue ich mich über einen Kommentar. Ja, lasst mir gerne eure Meinung dazu da, auch wenn ihr irgendwas anderes seht. Gerne auch mal zum Süle, würde mich mal interessieren, wie ihr den Süle seht. Und wie ihr auch so die Gehaltsforderung seht, die da im Raum steht. Ich weiß natürlich jetzt auch nicht, wie wie genau, mir fehlt das Wort gerade, ihr wisst schon, was ich meine, aber wie ernst man das nehmen kann, das Gehalt da, was da im Raum steht von 10 Millionen. Ja, gut. Aber bevor ich mich jetzt wieder verquatsche, nochmal rot-weiße Grüße, bleibt gesund. Tschüssi, bis Donnerstag.